Und ich verstehe noch nicht, weil Publikum geht auch mir all. Also wieso will ich mir nicht eher Leute gesehen? Weil ich aber ganz normal Leute irgendwie gesehen. Echt Menschen. Ich sehe da noch 31 und heinst du, wisst ihr, gesehen ist ein Film, wo irgendwie ein 50-Jähriger ist, die wird Männer fallen wie ich. Und dann, wisst ihr, und natürlich komme ich dann auch automatisch an den Dingen, wo ich mir so denke, ah ja, okay, merkt, man hat so ausgesagt und ich so. Nicht dann erst mit 51. Genau, wisst ihr. Und das ist ja aber krass, weil das einfach nicht Realität. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin den Emil Schlesser. Und ich bin Fabian Koller. Und wir haben heute eine Schauspielerin auf Besuch, mit der wir schon oft auch viel gelernt haben über die mehr wie 12 Jahre, die wir uns schon kennen. Angefangen hat alles im Set von der Sitcom Comeback, wo Julie für die erste Karriere eine Hauptrolle spielen. Dabei hat sie eine grosse Lust für die Schauspielerei, aber schon an der Kante an ihm gebrodelt. Heute ist Julie nicht nur eine von den vielversprechendsten Lützeburger Aktrissen, hat sich parallel dazu auch für den Weg als Pädagog entschieden, wo hat mit Passion den Novus und den Theater rufeiert. Das will aber nicht heißen, dass sie nicht doch kann für Preise auf internationale Filmfestivals nominiert gehen und so. Auf jeden Fall, vielmals merci, Julie, dass du bei uns in das Studio kommst und dass du uns erlaubt hast, so einen ehrlichen und intimen Abblick an dein Leben zu kreieren. Salut, Julie. Moin. Wie geht der? Offensichtlich ziemlich gut. Ja. Ich bin froh, dass du hier bist. Merci, dass du Zeit hältst, für Lunch zu kommen. Merci, ich will alle dem. Es gibt viel zu schwätzen. Gell? Was du das siehst? Echt spannend. Ich musste, mir fängt so. Ich musste so, es gab eine Zeit für ein paar Jahre, wo ich gedacht habe, wir haben Julie Kiefer als Schauspielerin verloren. Weil du bist ja auch no Comeback, wo wir es kennengelernt haben. Du bist nicht Schauspielerei studieren gegangen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber du bist auf Braunschweig gegangen für Theaterpädagogik zu studieren. Und ich gedacht, okay, dann haben wir Julie talentiert für das, haben wir Julie verloren und den Enseignement. An der Bank ja, das Jahr hören ich dann, oder ich gesehen das, Social Media, da wo auch immer war. Julie Kiefer ist nominiert zu München im Filmfestival für beste Nebendarstellerin, richtig? An einem deutschen Film, den heißt More Than Strangers, den, wie fertig war, den Hauptpreis gewonnen hat für ein neues deutsches Kino zu München im Filmfestival. Und da denke ich, Herr nicht mit vollem Karacho, Julie über die Überholspur, da ich gebredet kommen. Aber wenn ich gucke, wo es Lo geht für dich, dann denke ich mal, Julie ist mit vollem Karacho da, und wirklich ist wahrscheinlich, Julie war nie fort. Aber auf jeden Fall, du kannst effektiv. Ja, genau, effektiv. Ich habe nicht Schauspiel studiert, aber ich war nie fort irgendwie. Also für mich war das, ich habe für dich zu Braunschweig meinen Bachelor gemacht und dann war ich auf Berlin und dann habe ich einen Master in der Theaterpädagogik gemacht. Und für mich war das am Anfang so die perfekte Mischung von dem, was ich gebraucht habe, was ich wollte, was mich interessiert hat. Und zwar hat man am Anfang wirklich so den einen Teil, da bist und Eis, Schauspiel, also Spiel, Stimmen, Text, Bewegung, Körper und so weiter. Und das andere war eben die Vermittlung davon. Also das heißt, wie man Theater am Anfang mit nicht professionellen Schauspielern. Dadurch, dass die zwei Bereiche Teil von dem Studiengang sind, das am Anfang das, was mich so interessiert hat und wieso ich eigentlich nicht wollte, Schauspiel studieren, weil das andere mir dann irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Aber ich fand auch lo immer noch, als das die perfekte Ergänzung zum Schauspiel. Und das nie, dass ich lo gedacht habe, ich will nicht mehr als Schauspielerin schaffen. Ja. Das beides. Und du müsstest doch lo nach immer. Auch wenn du lo Rollen Urgeburte kriegst, du warst trotzdem immer nach Pädagogin. Theaterpädagogin, ja, genau. Also ich mache am Anfang beides, ja. Das fand ich immer so flott und spannend. Ich hängt am Anfang immer von der Spielzeit oder vom Jahr auf, ob ich mehr Projekte mache als Theaterpädagogin oder mehr Projekte als Schauspielerin. Also wenn ich selber spiele, zum Beispiel am Theater, wo ich spiele für ein Publikum, mir aber auch für junge Publikum, also für Kinder. Und ich fand das mega. Also Kindertheater ist so cool, weil es
wenn du spielst für eine Wussenen und du gesagt und die Leute dann so an, wie dir gefallen, ja, und dann geht er evaluiert und interpretiert und dann kann entweder ich schnapp so, das kann nicht, wo du schon denkst, okay, das ist auch was das ist, oder das ist nicht Spontanes, nicht Ehrliches. Nicht Emotionales. Ja, genau. Und bei Kanner ist einfach krass, das ist einfach da, der ist einfach ehrlich, die Reaktion kann doch nicht nur im Steck, mir das kann während dem Steck. Und entweder du merkst so, okay, wow, die sind voll dran und sie spielen quasi mit, sie reagieren, sie lachen, sie sind aufgeregt und so. Oder sie gabsen und sie von mega null und sie fangen nur mit schwatzen. Aber beides ist ehrlich. Und beides bringt dir auch etwas. Also du willst von der Stadt mega und gehen so gut Kannertheaterstücke, weil du am Anfang ein gut Kannertheaterstück ist nicht nur gut für die Kanner, aber auch für die erwachsene Person, die mit gucken kann. Das heißt, das ist nicht, dass du siehst, mir fragen die Klange ein bisschen, pardon, und dann, weißt du, sie brauchen nicht viel. Und das fand ich so faszinant. Ja. Und schwer. Ich kann mich erinnern, meine Mama hat mir gemacht, wie ich klein war. So war ich so, keine Ahnung, 5 oder so. An der größten Theater, auch wie so, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall habe ich mit deren. Und ich war so fasziniert von den Kostümen. Du war, irgendein Schauspieler war verkleidet als Storch. Und ich mich während Wochen, du mir erzählst noch gewohnt, du warst ja auch von der während Wochen, ich mich daheim mit alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen, als Storch verkleidet. Cool. Also Kalzungen von meinem Pap, keine Ahnung, Riemen von meiner Mom rund um den Kopf gewickelt, dann an irgendeinem bist du dran geklemmt als lange Schnür. Das hat mich krass tief geprägt. Also kann ich verstehen, dass ihn der Kanner viel bringt an einem jungen Alter, wenn ihn sich da meiget. Das scheint zu inszenieren, dann kann und die Kunstform runterzubringen. Ja, genau. Genau, ja, und das eben noch einfach, weißt du, wir brauchen das nicht zu wundern, wenn die erwusste Leute nicht an den Theater kommen, wenn wir nicht aufhängen bei den Kanner. Für zu interessieren, dann auch an Theater gucken, muss ich auch lehren. Also, wie oft gehen ich auch an den Theater und sitzen da und ich denke so, fuck? Ja, was? Das ist die gut nicht. Und voilà, und das ist ja mega wichtig, dass ich das lehrt. Ja, zu verstehen und zu gucken. Du kriegst auch dann wirklich, wie du siehst, das ist ungeschönten, ungefilterte Feedback. Aber man kann nicht scheiß von der so und das war perfekt. Ja. Das Seelen dabei so, ja, das ist interessant. Die Ausspielung mal also ich finde das direkt erkannt. Und genau. Ja, weißt du, dann müsst du gut nicht, weil das halt so, ja, doch, das funktioniert. Okay, wow. Merci. Ja. Als cool. Dinge aus Pädagogik, habt ihr schon mal Kanner zu denen dann? Also, ja, nee, am Anfang der Theaterpädagogik meint den immer direkt, dass es hat das da bestimmt mit Kanner, weil einfach vom Nun hier, mir sich, ja, geht es eben wirklich all die ganze Zielgruppe, also eben all die Leute, die nicht professionell an dem Bereich arbeiten am Anfang, mir effektiv von ich bis lo die meisten Projekte oder Workshops oder Sachen, die ich gemacht habe, waren effektiv mit Kanner oder mit Jugendlichen. Nee, es gibt wirklich mega cool Projekte, auch so zum Beispiel mit kleinen Kanner an Senioren oder so zu summen. Das ist nicht do fies, das muss man Kanner sein. Das ist so ein Workshop, wo du hinein Lust im Theater gehst für selber auf der Bühne stehen oder just für gucken, nicht für gucken zu gehen. Du hörst nicht just für gucken zu gehen. Das ist mehr für die Leute, wenn sie will, ein bisschen selber auf der Bühne stehen. Das ist am Anfang wirklich beides. Also ich gehe zum Beispiel an Klassen und du, also schon meistens, wenn ich zum Beispiel just ein Morgen oder ein Tag da sind, dann geht es schon für allem darum, ein bisschen selber einfach auszuprobieren und auch zu verstehen, was das eigentlich alles Theater. Das Theater auch etwas anderes kann sein, wie ich muss meinen Text auswendig lernen und ich kriege eine krasse Kostüme und dann so eine Bühne und dann muss ich die Spiele mit, das sind das schon ganz kleine Formen am Theater sie können. Und da gehen es aber auch Workshops, wo es darum geht, wenn zum Beispiel Schulklassen sollen ein Theaterstück gucken gehen, dass sie dann an die Klasse geht, für sie viel zu bereden, ob den Theaterbesuch und dann nur um Stück nur zu bereden, wo es ja eigentlich dann auch darum geht, das zu verstehen oder können zu verschaffen, weil du gesagt ein bisschen schon viel Wissen zu haben und so. Das ist eigentlich, ich erinnere mich wirklich recht daran, dass wir das mega oft in der Schule gemacht haben. Ah ja? Cool. Also wir sind noch dann Theater gegangen. Und das war dann immer die coolste Momente, wenn ich gesagt habe, nächsten Donnerstag immer mal so ein Theater. Und ich weiß nicht, ob das mit zu dienen, da stehen wir schon froh, dass das Medium war von auf der Bühne, Kamera, die Sachen. Das ist cool. Wo könnte aber dir die Passion hier? Ist da doch an der Kante entstanden? Den ersten Funke, wo es sich verlebt ist an Schauspielerei, in Theaterwelt und Film und sich verkleiden. Ist das etwas, ja, schon. Also
ich meine, mein Eltern haben mir erzählt, und ich kann mich auch so vage daran erinnern, aber schon an der Spielschule, ich stehe immer mit, dass ich kompliziert sind. Und dann habe ich meine Puppe so an den Kreis gesagt, und dann habe ich Schule gespielt. Und ich meine, ich schon das, also weil mein Spielschule war ein ganz lieb, aber sie war auch wirklich streng. Und ich meine, dass ich das so benutzt, du schon Demos so das Rollenspiel für das so zu verschaffen. Weil ich dann hinkomme und dann habe ich mal Menge Puppet-Levitte gelesen. So. Und irgendwann war man so, okay, wow, was geht da ab? Keine Ahnung, das war ja am Anfang schon so ein kleiner Anfang. Mhm. Und dann haben wir effektiv am zweiten Schuljahr oder so, haben wir die erste Kehr so an der Klasse ein Theaterstück gespielt und du warst mega, ja, das habe ich mega fand. Hast du blöd gemacht? Ja, total. Und dann habe ich mich ganz primär schon gefreut für endlich an den Lycée, weil ich wusste, zuerst noch am Lycée gibt es eine Theatergruppe. Und da kann ich da mitspielen und da spielen wir, dann haben wir alle Jahre einen Auftritt und darauf habe ich mich dann mega gefreut. Und ob es hat ja mal dann du richtig losgegangen. Ja, genau. Und das hat noch nicht mehr abgehalten bis heute. Nee, wie die Pause, Mili, bis du gemerkt hast, Merten hat verloren. Ja, genau. Die paar Jahre. Ja. Nee, ja, da hast du dann Theater, war das dann mit Film, wie hast du dann dazu gekommen? Naja, auf Film war am Anfang auch immer, also dadurch, dass einfach Theater mir no war oder mir greifbar irgendwie, hat es beim Film mehr lang gedauert, dass ich einfach Kontakte da kommen sind. Ich hatte aber schon immer so dass den Dram, den Wunsch für einen an einem Film zu spielen. Und ich meine, ich bin dann ob Sankiam oder so. Oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Du hast, wo den Interview gedreht genoss vom Andy Bosch. Den Dokumentär, was den Thierry Van Werve. Genau. Also, sie haben Statistik gesehen. Und eine Freundin und ich, wir wollten dann eben noch ein so erleben und wollten unbedingt da mitmachen. Und da sind wir da hingefahren, mein Papa das Bursch. Und das darum gegangen, dass Schüler gebraucht haben, für an der Klasse zu sitzen. Also das war so den ersten Kontakt und ich fand das auch mega spannend fand und ganz cool fand, für du dabei zu sein und so. Was du sagst, war so, mich gesagt, in so, alle, 1,5 Sekunden von Hannen an der Klasse sitzen. Und mein Pap, den als am Anfang just bringen, der steht schon 4 an der Mitte vom Kader als Schulmeister und der Tafel, weil sie hier neben du gesehen haben, weil sie noch spontan einen Schulmeister gebracht haben. Sie mal bis heute gag man, dass mein Pap mal eine Rolle fortgeholt. Ja, das war so die ersten Dinge. Aber ja, am Anfang für ein Comeback hatte ich noch nie gedreht, also für der Kamera noch nicht gespielt. Wie ist dann zu Comeback kommen? Hast du da den RTL-Abruf durch ganz Land, wo sie jung Fleischgesicht haben? Genau. Also mein damalige Freund hat am Anfang den Abruf gesehen. Das hatte ich das überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, das war ein bisschen witzig, weil ich war Premiere. Das ist halt so ein ganz, ich fand das ein immens letztebäuische Evaluierung, weil ich mir so gedacht habe, sie drehen ja aber so ein halbes Jahr und ich kann das ja nicht mehr, weil ich gehe studieren. So. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich fand aber echt interessant, mal von Leuten, die mich nicht kennen, die ich auch nicht kennen, Feedback zu kriegen zu meinem Spiel. Weißt du, so auch an dem Theatergruppe, die Leute kennst du dann die Touren und so, und das alles ganz eng und voilà. Und heute habe ich mir gedacht, okay, wieso nicht einfach mal hingehen und noch, ja, einfach so mal für so zu wissen, kann ich das überhaupt? Und dann habe ich mich da gemeldet und dann sind ich auf die Casting gegangen und dann hat alles so gefangen. Weißt du, wie das da war damals? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr mega viel erinnern. Ich weiß aber noch, dass ich mega aufgeregt war. Ich war also, dass du aber irgendwie so nach so einer Schulzeit hast du nicht viel Situationen, wo du irgendwo bist, wo du keinen kannst. Mhm. Also, oder? Weil du hast so den Alltag mit all den Leuten, die du eben irgendwann kannst, so, und heute war wirklich so eine Situation, du war leider auch wusste Leute, die ich nicht kennen, und hier in einem Raum, den ich nicht kannte, auf einer Bühne und so, und dann also du hat schon ein bisschen Angst, Mensch. Ich weiß aber noch, dass sie mega live waren und dass ich ganz sehr aber irgendwie alles war, weil ich auch aber ziemlich sehr gemerkt habe, dass es ganz okay ist, was ich meine. Also dass ich meine, wenn ich während dem Spiele gemerkt habe, so, das geht gut nicht in die Richtung, diese sicher, dann Mensch,
ich wahrscheinlich auch vergangen. Wie hätte das da gemerkt? Ich meine schon, dass ich das merkt, weil ihn Du spielst den Raum Ja, einfach, oder? ja, genau. Ohne, dass sie mit den Anrollen Ja. oder den Kaprüsseln, du merkst einfach. ich meine, Können du genau, noch das nicht? hatte ich irgendwie richtig, ja, das spielt am Raum. Und du hast dann nur den Kontra gespürt, du hast gemerkt, dass es dir nicht gefällt und dass es irgendwie... ja, schon nicht gemerkt, so, okay, das funktioniert. Und auch für mich hat es sich gut gefühlt, so. Du kommst an einen zweiten Runde und da habe ich zusammen mit Tommy Schlesser und Al Ginter gespielt. Also ja, habe ich mich der Ronny Riff. Der Ronny Riff, genau. Und das war von cool, weil ich den Al schon ein bisschen kannt habe für drin. Und hier war halt den Al, hier ist relax und du warst dann noch nicht mehr aufgeregt irgendwie. Wann Tommy und schon nicht kannt. Aber ja, und noch da ist ich habe aber so gemerkt, okay, cool, das funktioniert, da weißt du, und dann habe ich recht so Louis angefangen, darüber nachzudenken, was wir da wann ich aber vielleicht gegen eine Rolle kriegen, soll ich dann vielleicht dann nicht mehr halb studieren gehen. So. Du wolltest in dem Moment doch schon Theaterpädagogik. Nee, ich wollte Psycho studieren gehen und keine Ahnung, also ich fand das interessant, aber ich meine, ich hatte doch nicht mehr so als halber Überzeugung gemacht. Aha. Ich hatte am Anfang meint noch gar nicht gefunden. Du weißt, das war schon perfekt so. Und der größte Geruf. Julie Kiefer, wir wollen gerne dich für Genau. die Rolle von Sophie. Genau, du hast gerufen und das war mega, das war immens. Also ich bin natürlich super gefreut, das war mega aufregend alles. Ich weiß noch, dass es schwer war, weil das ja dann, weil ja genau der Moment, eben weil es Premiere war, wo jeder geplant hat, was die nächste Menge möchte, und du gehst permanent gefragt, wo gehst du studieren, was machst du, wo gehst du hin, ne? Und ich dürfte nicht so hin. Der Tisch, ich schon jeder Range müssen so, ja, ich gehe noch 3 Jahre Psycho studieren. Und keine Ahnung. Und das war ist so, auch eine coole Geschichte. Ja, Also, genau. Ja, cool. Aber wer eine Kurve, was da schon? Keine Ahnung. So mein Wohnung zumindest fahren. Genau. Nächste Woche hin. Ja, so an dem Stil weg. Also, du warst so froh, wo es endlich dann offiziell war. Und ich weiß aber noch, dass das wirklich gedauert hat. Ja, und eben noch da, weil ich meine, ich gut dann war, da war erst Examen überhaupt geschrieben haben. Das heißt, du war noch eine Zeit und du war noch eben so, ich schon müssen Lehrer für Premieres Examen, weil du wirklich ein ganz anderer Welt ist, was nicht mit dem zu dienen hat, was du noch könnt. Und das war alles so neu, so aufregend und schon so gefreut auf das Projekt. Und du weißt noch, dass das schwer war für auch im Moment drin, so zu sagen, okay, im Moment, das könnt, wir los immer nach Hause und lo machen wir das. Ja. Und dann ist direkt nur der Premiere losgegangen mit den Proben. Genau. Und ich meine, im September haben wir angefangen zu drehen. Ja, richtig. Ja. Das war eine krasse Zeit. Das war eine krasse Zeit. Und es sind auch viele von uns, die dort zusammen von tun, die die erste Keier Chance kriegen, für etwas zu machen. Ja. Und ich zähle mich da auch dazu. Ja, total. Das war Also, intensiv fast. ich habe so viel gelernt auf so vielen verschiedenen Niveauen, weil eben, ich komme gerade aus der Schule, der Teil war so, die erste Kehr, dass ich so als erwurste Person echt geholt gesehen, schon da geschafft, mit anderen Erwurstenen. Ich war das jüngst, aber ich bin echt geholt gesehen, so. Und das war wirklich menschlich und beruflich und schon mega viel da gelernt. Und ich weiß noch, dass mir all auch so zum Schluss, weißt du warst da mega traurig, das ist gleich fertig, ne. Und wir bleiben in Kontakt und so. Und ich weiß noch, dass verschiedene Leute gesagt haben, so, ja, das nur ein Tournage immer so bist du so Genre oder Kolonie de Vacances, also bist du so. Und da seht ihr immer, mir schreiben auch Soldaten, das geschieht nicht und so. Und ich muss sagen, ich bin immer noch so eng Freunde, die ich an dem Projekt kennengelernt habe, die nur noch so regelmäßig fast an meinem Leben sind und noch immer werden bleiben, so wie der Moment ausgesehen. dass ich mal wirklich so gut tun. Tja. Proved you Aber wrong. Ja, genau. Keine Kolonie, du kannst. Das schon mehr. Ja, das ist auch wichtig für, also das kannst du ja nicht vermeiden eigentlich, wenn es so lang, das war wie lange ist das gegangen? Das war mehr wie ein halbes Jahr. Ja, 7, 8 Minuten. Ja, wenn du noch Proben dazu hältst, dann sind das bald Jahre, dann fertig ist. Und extrem intensiv. Ja. Das war ja 3D gedreht, 3D geprobt, und dann hast du einen Tag Pause. Das war ja, genau. Auf jeden Fall nonstop. Genau. Wir waren all da, also außer einen Tag in der Woche waren wir all Tag an der Stufe, an eiser Stufe, an der Böhnewischer Stufe. Das ist schon, ja, genau, das du gelieft, das war schon krass. 24 Episoden waren nicht. Genau. Ja, das ist ein krasses Pensum. Ja, also, das war am Anfang die beste Schule. Keine Ahnung, was du kommst und das müssen liefern. Und war nicht noch so,
kann man nicht dat aber andere, weil ich fühlen dat nicht oder wat für meine Figur du oder so. Nee, also okay, du hast dann bisschen Prof, mir auch du hast die Zeit einfach nicht für Dolo alles ersonnen zu wollen. Also mir hat mega viel wurscht, weil ja, du kannst halt und du musst vierberät sein, du musst deinen Text können, du musst wissen, was du musst, und dann müsstet, und dann müsste schwissen 2-3 Takes schwiss am Anfang gar nicht mehr so ganz genau. Mir schwiss das ja nicht viel mehr wie 3 auf jeden Fall, ja. Und dann gehst du nicht nach lange gefroht, ob du da gut fandst, was du so bist. Gehst du eins nach Trägern, du guckst da Episoden nun von dem uns. Ich habe effektiv schon wirklich lange mehr geguckt, aber eigentlich mit großen Aufstand gucke ich aber immer mal nicht. Das lang nicht alles gut, weil ich Boah, das war nicht alles gut, hat mir als Regisseur gemacht und zu dem müssen einfach machen und liefern. Ja, genau. Ja. Also ich gucke da war immer ganz gern. Und da geht es nostalgisch. Ja, total. Anna sind das Christ-Video gucken ich auch immer so. Die gucken ja wirklich all Jahre. Also das ist das Musikvideo vom Ronny Riff Christ-Lied. Dafür das Christ-Unität geht nicht. Ja, und auf den Album, den Ronny Riff-Album mit Christ-Lieder, die lief bei uns auf Christ, lief den einfach rup und ruf und rup und ruf und loop die ganze Zeit, bis das brennt. Also während du dann im Comeback warst, hast du dem Moment schon Gedanken gemacht, weil du da noch Gift geschehen, hast du schon umgeguckt oder wäre also du mal trotzdem die Idee kommen, nach Studieren zu gehen? Also für mich war ganz klar, dass ich will studieren gehen. Der Berner Micho war ja der Produzent und schon dann während der Zeit seine Frau kennengelernt, Betsy Danzer. Und Betsy als Theaterpädagogin und Erzählerin. Und dann habe ich den Beruf am Anfang kennengelernt und ich war so, wow, mega cool, das kann ich studieren, cool, das will ich machen. So. Und noch einfach mal rauszukommen, weil das fand ich auch irgendwie mega wichtig. Wenn wir halt zuletzt wieder so ein Bild sind, das ist es, wenn ich Möglichkeit habe, natürlich mega wichtig, fand ich für ein bisschen am Ausland, für andere Sachen kennenzulernen, zu gesehen, andere Leute kennenzulernen mit anderen Erfahrungen, anderen Background und so weiter. Du hast ja nur viel Castingen gemacht, nur Comeback. Gehen du durch deren ob es nicht so erwidert gibt, ja? Also ja, wie soll ich sagen? Ja, sie viel deren Abgang in dem Sinn schon während Comeback, das war manchmal für als Schauspieler wirklich mega cool, dass du direkt mit so viele verschiedene Leute geschafft hast. Also verschiedene Episoden, die von verschiedenen Realisateuren, Realisatrissen realisiert gehen. Ja, richtig. Genau. Das heißt, du hast direkt ganz viele Leute kennengelernt und mit verschiedenen Leuten geschafft und auch du schon gemerkt, so, wegen Arbeits, weiß, Leute tun und was für dich auch besser funktioniert oder mal gut funktioniert oder so. Schon am Punkt 10 so ganz sehr kennengelernt. Und da tut man natürlich, ja, also schon natürlich nur Castings gemacht, mit, weil du nicht so, dass ich, wie soll ich sagen, ich hatte nicht Gefühl so, oh nee, ich kann nicht fortgehen, studieren, weil sonst verpassen ich permanent Chancen. So. Ja. Aber das war eigentlich nie dein großen Traum für so ein Vollblut-Schauspieler zu sein. Also so wie es klingt, hast du immer wenn ich das Plan B nennen kann, klingt echt wie Plan A, du hast den Schauspieler in der Regel viel so matt gemacht. Oder sind du komplett falsch? Ja. Nee, also das ist ein schwer froh, effektiv. Das ist nur nicht, dass ich mich nicht getraut habe, Schauspiel zu studieren und schon lieber habe ich mir sicheres Gesicht und dann habe ich Start gemacht, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch etwas anderes gemacht, wie Theaterpädagogik. Ja, okay. Nee, das ist wirklich beides. Das ist wirklich, ich meine, was mir gefehlt hat an einem Schauspielstudium, ist eben so das sozial, also vielleicht das falsch Wort, weil Schauspieler ist auch sozial, aber eben so die Vermittlung davon. Also wie schaffe ich mit anderen Leuten, wenn es um sie geht und nicht um mich unbedingt. Ich war effektiv nie interessiert, Schauspiel zu studieren, aber es stimmt aber nicht, dass ich so tun, wenn sich eine Gelegenheit gibt, da spielen ich eine, aber nicht, dann nicht. Also es war schon, dass ich bei Comeback wirklich blöd gelegt habe und gesagt habe, okay, das will ich machen. Wenn ich realistisch ist, als Schauspielerin, du schaffst ja auch nicht alltag, ganz viel durch. Ja. Und ich fand auch wichtig, irgendwie auch noch etwas anderes so zu haben. Ich fand das sowieso zuletzt irgendwie ein komisches Thema, weil ich so gefühlt habe, Fabian, du wirst wahrscheinlich eben genau das Gegenteil erzählen aus Amerika, weil du hast es ja eigentlich ganz normal, dass ihn auch einfach nach einem Nebenjob hat. Der Klischee ist, dass alle Schauspieler, dass alle Menschen Schauspieler sind. Wenn du an den Kaffee gehst, in ein Restaurant gehst, wenn du eine Massage kriegst, egal wo, ja, vielleicht wird es auch Schauspieler sein. Ja. Und mir heuer ist es ein bisschen so, nur als Beispiel, du gehst einen Yogaskur und dann hast du, ja, nee, hat spielt nicht mehr, hat gerade Yoga. Wo ich mir so denke,
also ich gehe kein Yoga, aber einfach nur für zu so, weißt du, das ist aber, du musst den Leuten auch eine Chance geben, das zu überleben, I don't know. Also mir sind sowieso, wenn wir ehrlich sind, all guten die Leute, die am Sektor schaffen, wir schaffen dran auch, weil wir können, aber wenn wir es nicht können, erlauben, an der Kultur zu schaffen. Das ist ja, ne, das ist nicht immer einfach. Ich bewundere das total, für zu so ein es gibt ja, ne, es gibt ja die Theorie oder wie soll ich das nennen, für so, den Aussatz für zu so ein Plan B, weil das manchmal nicht richtig. Also, ne? So, also mein Kart. Richtig. So. Und ich bewundere das total, wenn ich das kann. Mir das ist nicht mein... Das ist nicht gesagt vom mental, ob ich kann oder nicht. Das ist gesagt, ob ich kann, ob ich kann evaluieren eben. Das schmeckt das wirklich... Ja, spätestens, wenn du dann auch vielleicht irgendwann erkannt hast oder so, dann fängst du an, das zu fragen, okay, wie sollst du das hinkriegen? Ja, und denk doch davon auf, wie du unterstützt bist von Leuten rundherum, die für allem Dingen älteren. Und ich schwätze nicht just von finanziellem Support, aber das stimmt total. Wie war das da bei dir? Haben die Eltern nicht immer gefördert, was du wolltest machen? Oder? Ja, also ja, total. Ich meine, ehrlich gesagt, dass ich schon auch ein bisschen beruhigt war, wo ich gesagt habe, dass ich aber auch noch gegen die Studium machen und so. Ja. Ich meine, das ist aber das wollen hören. Wenn du willst kreativ sehen, probiert, wenn du Studium an der Tasche ist, da gilt es, als ob du so ein Netz dann abfängt. Richtig. Ja. Ich weiß aber, dass sie nie gesagt hatte, so, wenn das nicht mein Plan gewesen wäre, dass sie nie gesagt hatte, so, oh nee, was du wirklich sicher, mal lieber was anderes oder so. Also mein Papi war auch Musiker, meine Eltern sie sowieso irgendwie, sie haben auch so hier fand. Voilà, und dafür haben sie das bei mir, bei meinen Brüdern auch total unterstützt. Also du hattest immer mega Chance. Mhm. Du hast dann während der Studien hast du ein Projekt in Lützeburg gemacht, du hast Kurzfilme gemacht, Sachen wie dem Nadia Masri sei Long Lost, du hast war der Superjam war auch Superjam dabei. Das war mega cool. Das war mal ein vom Timing her perfekt, weil ich hatte zwischen dem Bachelor und dem Master. Nee, genau, ich habe ein Auslandssemester gemacht zu Paris. Und Paris, du warst ja schon relativ frei fertig mit dem Semester. Das heißt, wie dass ich nur an Deutschland weitergemacht und hatte wirklich pur mehr Zeit. Und an denen pur mehr war den Tournage für Long Lost und den Tournage für Superjam. Yes! Das war wirklich mega cool. Du hast hier drin etwas Interessantes gesagt. Bei Comeback hast du so viele Realisateure und Realisatrice kennengelernt und du hast gesehen, wie die eng schaffen und wie die anderen schaffen. Und den Modus operandi hat dir bei den Menge besser gefallen wie bei den Männern. Willst du das so? Was du besser als für dich oder was besser mit dir kompatibel ist? Oder was Männer kompatibel ist? Nee, natürlich nicht. Nee, geht einfach schon da bist du sich. Was brauchst du von deinem Regisseur? Oder was tust du gut nicht gerne von deinem Regisseur? Ich weiß nicht, also, so vielleicht konkret gehen, aber ich meine, da ist auch viel drum gegangen, dass sie aber auch so das menschlich, da kann man nicht schwatzen und dass sie versteht überhaupt, was den anderen will. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil das ja nicht Beitseite, genau. Und das ja als Realisateur, also ja schon gut, wenn es den anderen Langage findest, wie just, nee, sie auf meine Rosen. Weißt du, dass du, okay, für was willst du gesehen? Und das ja nicht, dass sie auf meine Rose, was den Realisateur will gesehen, das ist ja etwas anderes, sein Ziel. Und für zu wissen, wer ihn das sieht, für auf das Ziel zu kommen, ist auch mega schwer. Also, keine Ahnung, ich weiß das doch nicht immer. Genau, da habe ich einfach schon so gemerkt, dass du vielleicht dann die Person zweimal mal genau dieselbe Anweisung gibt und dann die dritte kein Verneicht mehr sieht. Und da war so, okay, das hat anscheinend nicht geklappt. Mir da können aber auch nicht. Ja, also, da weiß ich nicht, weil danach noch so lange probieren. Ja, genau. Okay. Oder nee, was ich aber merken aus, werde ich aber auch für dich mal lernen, dass am Anfang gedacht du so, ich muss nur all take, muss ich etwas gesagt kriegen, wisst ihr? Und dass du irgendwann mal checkst, dass es gibt ja nicht nur einen Tisch auf dem Plateau, also, ne? Und dass du dann merkst, okay, wenn keiner etwas sieht, dann ist das echt ein gut Zeichen, aber wenn der Realisateur etwas zu sagen hat, dann könnt ihr schon beide, dann seht ihr das. Das tun ich auch mal für dich mal lernen. Geht dann, solange das nicht bei dir ankommt, geht dann du hin und drissel den in der Schelle und sehen, so mal ab, ist nicht gut oder nicht gut? Ich meine, das hängt mega vom Charakter auf. Ich habe das nicht gemacht, aber das hatte ich aber wahrscheinlich müssen halt machen, einfach für meine Unsicherheit, aber weil ich schon dann echt gedacht, okay, bon, ich soll mal nicht. Aber das hat mein Spiel aber nicht besser gemacht, weil... Nächstes Mal kann ich da jemals fortgehen. Weil du bist einfach so vulnerabel und du bist forcément irgendwo bist du unsicher, wenn du
einfach am deichtre Also, Tappe klar. losgehst, egal ob du Natürlich. fängst oder schon 30 Jahre bist. Ich meine, wenn du 7 Takes musst und du kriegst just die erste Kerbs gesagt und du nur gut nicht mehr, aber du musst aber nach 7 Mal, also ja, dann da wäre schon nicht mehr sicher über das, was du gerade machst. Mir das hatte ich aber eigentlich noch nie. Ja, natürlich, du warst mega vulnerabel. Aber ich probiere einfach da wirklich der Person zu vertrauen und auch zu so, weißt du, weil du, mir sagt ja am Anfang besser, weißt du, mit den Realisateur oder die Realisatrice, als ja auch Plateau, also probiert ja aber auch die Atmosphäre oder alles so zu machen, dass die Schauspieler sich wohlfühlen. Am Idealfall sollte das so sein, ja. Und dafür, weißt du, probieren wir einfach zu vertrauen und zu denken, okay, wenn er etwas ist, dann könnte die Person schon bei mir und schwätzt man mal, weil, ja. Was brauchst du dafür, so Vertrauen aufzubauen? Weil, vielleicht weißt du dann mal nicht also bewusst. Ja, das ist so, ich ja, weiß nicht, genau. das, weil ich viel, gehen nicht Beispiel, ohne nur im Nimm zu nennen oder konkrete Situationen zu beschreiben, aber wo du gedacht hast, das fällt mir schwer für mich fallen zu lassen, weil ich nicht wirklich das Vertrauen davon habe. Ich meine, einfach aber open Kommunikation, ich weiß nicht. Hast du so das Gefühl, oder hat schon mal das Gefühl, dass Sachen extra nicht gesagt sind, obwohl sie vielleicht gewünscht sind, aber so genre, ich soll mal just das, mal gucken, was geschieht. Und das ist total okay, solange ich nicht aber spüren, dass es genau etwas gibt, was Ziel soll sein. Also weißt du, wenn der Prozess echt da oben ist, aber wenn du siehst, mal gucken, ich soll mal da tun, und ich gucke, was geschieht, dann sind voll dabei. Wenn ich aber merke, dass du trotzdem willst, da kommen. Ja, du hast eine Agenda, ja. Und du fühlst dich da manipuliert genau, als Schauspieler. Genau. Und das ist immer einfach, was du willst, ich gebe dir voilà. Also das wissen das. Okay. Ja. Oder das ist so gut gemacht, dass ich nicht merke. Ja, aber voilà, das wird noch besser. Ja. Das wird noch besser, ja. Ich probiere mir dann einfach 40 Stellen. Ich bin auch ein bisschen Schauspielen an meinem Leben. Das hat mich nie wirklich interessiert, für das richtig zu machen. Okay. Der Grund war für allem, für zu wissen, wer den als Schauspieler gerne hört oder wer den nicht gerne hört, aber wer den muss hören, wer den braucht. Und wie seine Kommunikation ist. Und dafür ist das ein Thema, was mich extrem interessiert. Aber wie ihm dann eben so vertrauen, wie ihn das dann aufbaut. Und wenn das bis vor ist und das bis Futti geht, kriegst du nicht mehr rum, oder? Ich hatte das noch nie erst. Okay, das so, ja. Ich meine aber wirklich auch, dass das doch menschlich irgendwie einfach, also wie soll ich sagen, du hast ja einfach Leute, die triffst du und du warst so, ich kann nicht mit der Person nicht anfangen, obwohl sie mir nicht getan hat und so, mir passt einfach irgendwie nicht. Und ich meine, hier ist es doch ein bisschen ähnlich. Ich muss mich einfach auch wohlfühlen mit der Person. Wenn du so zum Beispiel nicht mehr so eine Daresrolle hast oder so, du kannst echt wo schon kein sagen, was da schwätzt. Weißt du, weil du warst sowieso unwichtig, also so, das dreht natürlich nicht dazu bei, dass du dich wohlfühlst, sondern dass du da genau weißt, was du sollst machen. Aber wenn das aber irgendwie so, dich gut fühlst mit der Person, einfach weil die muss nicht 3 Stunden mit dir schwätzen, aber einfach so wie das normal mischt auch am Privaten, einfach nicht mehr näherlich und höflich und sich vorstellen, keine Ahnung. Also, und was nicht nur beim Realisateur ist, mir auch mit den Spielpartnern natürlich. Wenn du so das Gefühl hast, okay, die sind null interessiert, stellen sich mal nicht vor und da lief Kamera und da musst du da mega mit denen spielen und das Kamera am Aus und dann ist so, keine Ahnung, wenn du Boss, ich freue mich schon nicht, weil die interessieren mich nicht. Das ist halt mega unangenehm. Für Situationen, wo man Situationen so soll sehen, am Film zwischen den 2 Schauspielern, dass sie dann noch wirklich im Leben sich so verhalten. Ich denke vielleicht just darüber nur, weil ich so viel Gossip lese am Moment, dann schwitzt das dazu letzte so kommen hast mit das ein riesige Sache mit dem Film am Blake Lively, den am Moment den erfolgreichste Film am Boxoffice ist. Ja, du wo hat Floristina The Last of Us? Ja. Ich meine doch. It ends with us. It ends with us. It ends with us, die anscheinend wirklich soll gut sehen. Wo all Mensch drüber schwätzt, wieso hat an der Realisateur den auch mengisch Schauspieler ist. Wieso sie nicht mal nicht schwätzen? Und das geschieht ist und dass er Teil von der Rolle war. Und hier schwätzt über Domestic Abuse, was sie über den Film schwätzen, und hat schwätzt über andere Sachen. Und das ist interessant. Die Gossip gehen mit. Mega spannend. Krass. Und der Fabian und Gossip gehen. Zu denen, pardon. Ja, nee, spannend, aber trotzdem spannend. Nice picture. Oh, yeah. It's Ai Weiwei's artwork. They are life-saving jackets? Yeah. Life-saving jackets that were left on Lesbos. That's terrible. Thousands of them. And what do the F letter stand for? Oh, it's F like freedom, or fake, or fuck. That's what the artist said. But
wouldn't it have been more useful to send and distribute the life jackets in North Africa? Well, Weiwei's actions are also helping calling attention to the humanitarian crisis. Wer ist da dünn zu More Than Strangers kommen? Das ist ein deutscher Film, der hat letzte nicht den hört. Voilà, erklär es mal, wie der zustande gekommen ist. Am Anfang hat Alexandra Hüster von Deal, Produzentin, war in Kontakt mit Sylvie Michel, also mit der Realisatrice und auch Autor vom Film, von More Than Strangers. Und ich meine, dass sie auch im Moment geguckt hatte, für zu Lützeburg, für vielleicht eine Co-Produktion zu machen. Und hat irgendwie dem Sylvie von mir erzählt. Und Sylvie hat sich das angeguckt und hat gedacht, okay, für die Rolle, das Kind klappen. Und dann habe ich mich eigentlich mit Sylvie getroffen. Ich habe auch 3 Buch geschenkt und schon das mega interessant fand. Und auch mit Sylvie, das hat das auch so das menschlich, das hat mega gut funktioniert, hat das ganz unkompliziert, du fühlst dich direkt wohl mit Thema, also ich habe mich mega gut gefühlt. Und dann habe ich mir vielleicht lange nicht hören und dann habe ich auch mitgekriegt, dass eben Lützeburg nicht wird mal zu dienen und du warst am Anfang schon so, das war für mich aufgehakt, weil, voilà, wieso, das ist ja oft so, dass du schon ganz frei irgendwie Gespräche hast mit dem Realisateur, Realisatrice, weil das Kind sind, dass es eine internationale Co-Produktion geht und dann hörst du mega lang nicht und dann irgendwann kriegst du so mit, dass der Film von kein Sur gehen hat oder also das eben letztes nicht immer zu dienen, dann ist es klar, dass du raus bist, weil sie brauchen das schon dann nicht mehr. Und dann sind ich aber kontaktiert gehen von der deutschen Produktionsfirma Pallas Film für den Dreh und dass sie mich wählten trotzdem das Ziel wie mich trotzdem wählt für die Rolle und dass den Film auch gemacht gehen und voilà und Sperrtermine und alles, also ein ganz war schon so mega sehr weitergegangen und ich war so, okay, wow, Moment. Und dann war ich mega verwundert, mich natürlich jemand gefreut. Und voilà, also sind ich am Film. Willst du denke kurz, muss ja nicht über Spoiler schwätzen, mir so einen werden am Film geht. Das ist eine gute Idee. More Than Strangers, es geht 5 Personen, die sich nicht kennen, und die zusammen von Berlin auf Paris fahren. Das heißt, also das ist eine Fahrgemeinschaft. Das am Anfang so ein bisschen, das steht auch irgendwo so als Zusammenfassung, ein bisschen so wie Europa auf engstem Raum. Also das ist ein Franzos, ein Griechin, ein 2 Deutscher und dann aber noch ein aus Ghana, die sich an dem Auto treffen und geht am Anfang darum, voilà, sie haben alle gut das Ziel, sie wollen alle Paris, aber sie haben alle gut irgendwie so ein bisschen ihre Package an ihre Problem. Und dann geschehen NRW Sachen und ein groß froh ist eben auch einfach ab wenig aus einem anderen sein Problem mein Problem. Für allem, wenn es nicht ein Kollege ist. Mir wenn es einfach irgendjemand ist, den ich gerade kennengelernt habe. Ja, ab wenn ich helfe den sich oder ab wenn ich sehe, die so, ich helfe dir nicht, weil wieso soll ich? So, voilà. Und das am Anfang der ganze Weg, ja, mir hatte ganz schön drehtig am Auto. So. Ja, das We Klo, das ist ein Roadmovie natürlich. Genau. Aber die hat aber an einem Auto gedreht, in einem Studio geparkt, war mit LED-Screens rundherum. Geil? Ja. Also wir haben viel, das waren just 3D zum Schluss. Am Junsos, also da so eben so geschrieben, dass wir immer stehen bleiben, ne, auf einer Tankstelle, auf einer Raststätte, dazwischen ein bisschen lang Parking, also so, dass ihr eben auch mal ein bisschen aus dem Auto rauskommt. Und das ist dazu am Anfang alles bei nie gedreht und dann haben wir ganz zum Schluss die 3D am Studio effektiv an dem Auto alle Sachen gedreht, die nimmen am Auto, also das Gespräch und so, die just am Auto. Okay, das war just 3D. Das war just 3D. Ja. Okay. Ja, das riecht gut gemacht. Ich wirklich schon Anfang an, mein nächster Gedanke war, wie hast du das gedreht? Ja, cool. Dann denkst du, wie groß ist das Budget bei so etwas? Also das wusste aller, mir wird der Film gehecht. Das ist wirklich gewiss. Pardon. Also was der Keynes hat dir nicht gemacht, weil bei ihr als professionelle Schauspieler sind, waren bei vis-à-vis auch mehr. Dann noch Kollegen von Milli, die zusammengekommen sind. Also da ist der Keynes wirklich so, und wir holen uns 2 Wochen an mir vor am Auto und drin an Tränen da. Du guckst ob du Clues, ich habe nämlich abgepasst, ob es am Hintergrund so kennen, dass es nicht echt wird. Ich habe mich gefreut, also am Studio an 90% von der Zeit mengst du, dass du wirklich auf ein richtiges Autobahn bist und du sagst beim weit fort Sachen, die normalerweise mit LED-Screens oder VFX nicht so gut hinkriegst. Ich einfach wirklich einfach froh und dann schon auf Instagram gesehen, dass du gepostet hast, das Auto im Studio war. Stimmt. Und dann habe ich mich gefreut, wer ist denn abgedeelt gehen. Die doch eigentlich 22 Stich gedreht, 23 Stich.
Ja, es gibt mich logistisch extrem interessiert, wie so ein Film gemagelt. Also sie da wirklich schon da ich engagement ausgesicht an hat Basecamp, also von dem Basecamp dann immer hat er 4-5 Straße geplant, wo der hingegangen sieht immer oder als wirklich den ganzen Zirkus mattgegangen, ob A ob B. Also ich meine, den ursprüngliche Plan war effektiv für wirklich genau die Strecke aufzuführen. Und sie haben aber dann eben nicht all die so Kritik dafür gebraucht hatten. Und dafür war es wirklich so, dass man mit am Anfang rundherum Halle gedreht, Halle an der Saale. Es war so kurz noch effektiv noch so no Corona der Tisch mir hatte dann von Chance, dass du ein Urteil war, also den relativ viel Eidel war und dem Moment der Tisch der ganzen Urteil du geblockt für euch, weil am Anfang mega flott war, weil dann ganz Crew zu Summe war. Aber wir sind immer da von dem Urteil vom Urteil aus dann eben du hingefahren, wo man gedreht tun und an Overstreck. Ja, also der Film ist richtig gut, also es hat mir Spaß gemacht für zu gucken und ich habe gedacht, bitte Chili ist auch wirklich und da können dann noch Nomination. Ja. Was zu München im Filmfestival war das nur durch den Kap gegangen? Ja, mega cool. Also ich kriege irgendwie die Mail und ich war so krass. Ich habe schon noch nie da irgendwie drunter gedacht, dass es die Möglichkeit gibt oder also schon keine Ahnung, wie das dazu kommen muss. War einfach mal da. Nee, war einfach gut den Roll gut gespielt. Das kann natürlich auch sein. Ja, das hat den Jahr bestrichen gemacht. Das Hölle. Das Hölle, ja. Nee, mega cool. Das ist schon mich auch immens gefreut. Ich bin dann eben nach München gefahren und für dann nicht nimmen so für die Premiere dort zu sehen, was ja auch schon durchgegangen wird. Das ist ein richtig schönes Festival. Ich ja, genau. Das ist richtig geil. Ja. Voilà. Und war meine erste Kehr, du war mega schön und voilà, der Tisch sind dann einfach pur, die ich blieben und dann war ich eben noch dann da bei der Zeremonie und schon mal gedurcht, weil es aber schauspielerische Leistung übergeht und weil es oft, wie soll ich sagen, das ist aber ein Ensemblefilm. Und für du so rauszustechen, dass du dann eine Person einen Preis kriegst, als schon, weißt du, die anderen, die nominiert sind, die war praktisch alle gut an einem Film, wo sie Hauptrolle allein hatten. Ja, genau, das tun ich mir nämlich auch gedacht. Weißt du. Und du gehst rausgepielt als ein Ensemble. Ja. Was haben dann die anderen Schauspieler gesagt von dem Ensemble? Den Leo, der war auch nominiert. Ja. Der Franzose, den aus Ghana gespielt wird. Der Chauffeur spielt? Nee, den anderen. Den okay. anderen. Mit zwei, aber wir waren alle zwei so, okay, krass, cool. Das hier. Cool. Und die anderen haben nicht das gegönnt? Oder hast du da so einen Jalosen? Nee, ich meine, 2 von den anderen 300 sind gegönnt. Ja, aber wie das den Ensemble-Film aus? Ist das dann ähnlich als Schauspieler, weil du weißt, es sind weder eine Hauptrolle noch eine Nebenrolle, aber es sind Teil von einem großen Ganzen. Ja, also für allem viel von den Szenen, da sind mir einfach alle 5 an der 10. Und das ist mega tricky. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Kamera, für alles am Anfang. Es hat, wie soll ich sagen, der Taschenlicht hat einen ganz großen Teil, auch so von der Zeit und so, weil es eben viel so Moves gibt mit der Kamera, die dann so, weißt du, aufhängen und dann an dem richtigen Moment muss den eher fortgehen, für das dann den anderen an Bild können und so weiter. Das hat natürlich alles Zeit geholt. Genau, und davon, also da einfach eine Herausforderung, für so präsent zu sein an der 10, dass du schon vorgeholt ist, auch wenn es lohnt, die ganze Zeit Text hast, aber auch nie, dass du die ganze Zeit probierst, guck mich. So. Ja, genau. So. Ja. Hallo. Das ist nicht einfach für, du hast keine Dialogen, du hast keine Aktionen, du bist einfach am Bild die ganze Zeit. Du musst lauschen, reagieren, ob das, was da geschieht. Ohne selber die ganze Zeit gefühlt so ein Märchen in der Mittelpunkt. Ja, genau. Und das schon also du musst schon für dich mal irgendwie du mal da eins gehen. Und schon auch gemerkt, dass verschiedene Schauspieler besser wenn man da eins gehen wie andere. Die dann nominiert sind, zumindest im Filmfestival. Nee, das war nicht so. Ich meine, das ist auch wahrscheinlich ein Charaktersache, aber ich spiele einfach gerne mit anderen zusammen. Ja, das ist eine ganz gesunde Darstellung. Und nicht so gegen andere oder so, dass ich nur ein mega hart husten am Hintergrund für das auch ein drunter mich. Also, so. Ja. Es sind viele Szenen, die am Auto gedreht, die Kamera auch am Auto ist, wo dann logischerweise kein Platz für eine Person zu sitzen, wo du dann musst mit der Kamera spielen. Oder du musst reagieren, wie wenn eine Person da sitzen, wo der Kameramann ist. Ja. Also ich weiß nicht, es sind mal so viele Situationen, wo mir aufgefallen sind, wo die Leute dann rüber gucken und du weißt, dass du so sitzen, mit dass der Kameramann, der da sitzt, ist das auch irgendwie eine interessante Erfahrung, kann ich mir vorstellen, ob so ein engster Raum so angesperrt, wo du nicht körperlich kannst groß Schauspieler ja, das stimmt, ja. Hauptsächlich am Anfang vom Film, wo du wirklich da sitzt und gar keinen Platz hast,
Ich meine, Upgrade op den Ja. Zeitfahrer Sehr gut, ja. Und wenn man schlecht gehen ist, nice. Nee, das war wirklich gut, weil am plus war am Sommer, wo wir gedreht haben, natürlich die 3 Studio-Days, das war richtig warm. Und dann immer da so eine Nähe gepasst haben. Oh. Lecker. Ja, du warst ganz froh, dass ich dürfte hier sitzen. Apropos, ob engstem Raum angesperrt an Schweißig oder wieder nie gepasst. Fabi hat bestimmt eine Frage zu stellen. Du klemmst dir bestimmt auf den Lift. Du weißt auch, dass die Frau wahrscheinlich gibt kommen. Wenn du gehst an der Lift klammen, wie wird das bei dir gibt dran sitzen oder stehen, leben oder tot, und was hast du der Person zu erzählen? Es gibt irgendwie manchmal 2 Antworten auf die Frage. Ich überlege gerade, ob ich die 2 soll sagen oder nicht. Die erste Antwort als ganz persönlich. Anschmangen, du gängest mal wünschen, dass mein Pop am Lift wäre. Weil ich mein Pop verloren für ein gutes Jahr. Und ja, und da sind einfach Sachen, die in einfach eine Welt soen oder frohen, mehr ja, für allem so, weil an der Zeit, wo Helonomie do war, sind aber viele Sachen geschieht an das ist so das Gefühl, dass ich das will mal teilen. Genau, also so lasst so, irgendwie so kann ich für so oft zerstellen. Einfach den Moment, so, in dem oft nicht tut, wenn eine Person geht, dass ich nicht weiß, das heißt nur der letzte Moment. So. Das wäre schön. Und dann das andere, die andere Antwort ist ein bisschen mehr professionell. Und ich meine, schon lange überlegt mir, ich meine, ich will Meryl Streep am Lift. Weil ich schon keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich hatte gegen Frauen oder ihm gegen Sohn. Aber ich fand die Frau einfach genial. Ich fand halt als Schauspielerin, also sie als Schauspielerin, ich fand, für mich gibt es nicht viele Schauspielerinnen, die einfach alles können spielen. Und hat spielt dann Sophie's Choice und Iron Lady und dann aber Mamma Mia und The Devil Wears Prada und so. Also ich fand, wow, mega. Und ich kaufe nicht mehr noch alles auf. Und das fand ich an, weil ich auch bei ihm einfach so cool fand, also ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht mehr. Das war isolierst. Also irgendwas einfach wissen, was sein Job möchte und dann aufs Heim geht. Und das sind nicht so viele Leute, die auf seinem Niveau, also mit seinem Bekanntheitsgrad, mit dem ganzen Leben, wo einfach die ganzen Tamtam darunter sind, eben so Gossip High und Drama und Skandal und ich weiß nicht was, die einfach, weil ich auch kann nur vollziehen, dass das mega schwer ist. Ne, das ist irgendwie da klar zu bleiben und so. Mir hat das einfach ja, das möchte seinen Job und dann geht es hier bei seiner Familie. Sehr gut froh. Ich weiß nicht, wie Gossip über Meryl Streep. Ja, ja, genau. Lass dich mal genau, das hat an, weil ich einfach auch bei ihm, das ist so cool, hat ja aber schon im gewissen Alter, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie alle das, und spielt immer noch mega spannend Figuren. Und das ist ja auch einfach nicht so normal, so nicht nur als Frau, als Schauspielerin, die mir alt und das ja, also vielleicht ging ich effektiv froh, wem ist du das? Mir wahrscheinlich ist das ein mega lame froh, weil das ging wahrscheinlich kann nicht so, weil das einfach Talent. Das ist aber ein Antwort wahrscheinlich. Ja, voilà. Ja. I'm just great. Aber irgendwann ein reinvented. Also es könnte schon sein, dass du eine Antwort gibst, weil ja, effektiv, das ist ja ein Riesenthema mit hauptsächlich leider Frauen, wenn sie diese gewissen Alter haben, wo sie das Gefühl haben, Weltindustrie mich nicht mehr oder nicht mehr in den Rollen, wo ich mich vielleicht Welt gesehen habe, aber wo ich dann nicht neu erfahren. Und es gibt ja ganz Reihe, die das erfolgreich machen. Ja. Da muss ein saurer Moment sein, wo du realisierst, dass sie nicht mehr für verschiedene Rollen kommt, ich könnte mir froh, einfach schüss, weil ich mir alt bin, ich kann nicht dafür, es ist einfach Zeit, die vergeht, jeder regelt mir dann müssen da immer dieselbe stehen. Ja, und ich verstehe noch... Und dann denke ich, ja, zack, passt du, noch mehr Wünsche, zack. Ja, total. Und ich verstehe noch nicht, weil die Leute, im Publikum geht ja auch mir alt. Also wieso will ich mir nicht eher Leute gesehen? Nicht eher, schon eher Leute klingt immer so richtig alt. Ja, weil ich aber ganz normal Leute irgendwie gesehen. Erst Menschen. Und mehr wie genug Geschichten an all Alters ja, natürlich, Lebensphase.
zu erzählen. Ja, aber sie war eng Person, die das erste Shirt als super ausgeseit und die eng spielt, die der erste Shirt wie bei Ja, Zigoen, die richtig. Was ich aber Genau, abgefallen genau. dass an den letzten paar Jahren all die größten Blockbusteren hun immer nach dieselbechten Starren wie für 20 Jahre und die sind alle gut und ziemlich fatzig alt. Tom Cruise mit seinen Ja. 60 über 60 die sind aber alle gut aus wie 25. Das ist echt den Also Dingen, ja. Tom Cruise ich weiß nicht, wo den zu Paris gelandet ist, für die gesehen haben Den hat man mit ausgesehen. Stadion ja mit den hat Ja, ganz du mal da, sicher mal wieder verloren. mal. Das war ist wie wenn eng Bayern an Gesicht gestach hat vom Botox und allem ja, das finde ich auch Und du gesund. Und du hast geschnitten op 10 wo immer Motorrad durch Paris fährt die offensichtlich wie frei für Woche run gedreht gouf an du hat der Mann Botox am Gesicht Stimmt. Für die wollen der Trick Nee, das ist mir aufgefallen. Doch, das Du war beim Doktor der Test. sing an, sie ein bisschen klang. Und das ist immer okay gut. Ja. Nee, das eng bei dir gestachelt Fabian, du sitzt ja da in der Quelle zu LA. Ja. Du hast Leute, die ganz ähnlich an der Branche gehen, die ganz ähnlich immer Schönheitsoperationen an mit Botox an zum Mols von der als Schauspieler gewinnbar sind der Jahrzehnte für der Kamera zu sitzen und Leute und den direkte Vergleich mit weißt du nach 14 Jahren ausgesehen nicht ganz geschweige wie du 34 Jahre ausgesehen hast und dann siehst du dein Gesicht an dem Cover von People Magazine und Gott weiß fahren und dabei geheget und fragt ihn aus der Wahl gehen guck mal wie hat er es gesagt auch ein bisschen fett gehen und viel und das ist sauer und dann nicht schwach zu gehen also so, okay, dann holen alle Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen für der ewiger Jugend nach reden wie so Hand und run zu herstellen Also es gibt bestimmt auch Schauspielerinnen, die es eben gerade so gut machen, dass es nicht gesagt, weil ne, das fällt ja nicht auf. das nicht möchte op den Voilà, Niveau. ich Also, meine Voilà, auch das geil. denk ich mal. Mit den Dingen, also es gibt aber so viel, wo es direkt gesagt ist, dass ich mir so denke, das tut kann ja aber nicht das sein, was du da gewünscht hast, Das oder? geht auch halt so schief die ja. schon noch gedacht, Nee, bei mir ja. geht es gut und Also- dann zack Ich meine ich kenne tonneweis Leid weil das nicht just Leid für der Kammer die machen das ist schon gefiel zu erleben ich einfach Fabian, du gesagt, du Ja, fantastisch voilà. aus. Du Ja, sagst so klar, das. mein Doktor hat ein gut Arbeit gemacht nee, mit das wann ich über Set sitzt und der lauscht dass de Make-up Light nur oder Kostüm oder die oder Art Department die alle gute Schweizer drüber wie Barcelona machen oder wie Krass. Filler sie kreieren und das gesagt wo 50-50 aus mit die echt mit dem ze kris oder ein ganz gut Chance dass die Sache sich bewegt und nicht gut ausgeseit und das dann aber vielleicht mit der Zeit besser geht wenn es aber falsch schläfst kann er doch in die falsche Richtung gehen Du weißt, das ist schwer, die Weise zu kontrollieren also Ja, wenn du nicht bei die Ah. top Leute gehst Ja, also ja. eine ganz gefährlich Sache Ja. musst du vielleicht so fangen verloren mir hin nicht witzig fand weil Tom Cruise immer je nach den die jung blieben als Ja. gut ausgesehen wird an heute wirklich ausgesehen wenn du von länger bei gestacht Ja, gewesen total. und dann aber an der nächsten 10 wir mal nicht mehr weil wir nicht Summe Aber ja, du warst bei noch nicht da. du war beinahe nicht da ich schon nämlich gesehen wo ein Hollywood gedreht wird der Tünsch gesehen dat war krass. am März hunsch gesehen wie Kamera Team de Ki Oh, war cool. ich wusste nicht dass hier gibt stoen mit no alle gut nur gefangen zu schreiben auf so engem neighborhood Chat so, ja wat gedreht dann Das ist eine Ja. richtig coole Idee, fand ich. Mir flott. War eine coole Idee. Ich hab nicht gesehen also da war alles gewesen wie bei der Closing Ceremony von den Olympischen Spielen Ja dat war Süne ben Fakel dem Tom Cruise gehen den dann Fakel über brucht huet an so hey fir Bespieler die an 20 am März gedreht wie hin Zeche war sie englisch zu Paris für engem Mo oder 2 gedreht wie hin Motorrad war an dann se live gedreht wie Oh, beigepickt vom Dach gesprungen ist. ja dat mam Alteren das sagen nicht nur gedacht ja feieren sal gut eng op oder Jugend hand run zu laufen so viel und dann ist noch kein Ich noch ganz Ja. mir genau das auch nicht so geschehen gefiel so Zeit die vergeht und so und Nee, ich wollte schon sagen, also Mili, du nicht hatte so eine Chance, dass mir das Nicky Glaser auf der Bühne gesehen haben. Das ist ein Comedian, ein amerikanischer Comedian. ja stimmt. Okay. Julie. Und ich war am Mili High an the Comedy Club und du könnt egal wen den Ovent schwenkt beim Kevin Hart sein Bruder war du durch Zufall Nee, Chris Rock Chris Rock sein Bruder pardon an Nicky Glaser an ich wusste wen wir mir hat er so komplett durch den Plafond gegangen also macht die bekannteste Comedian in Amerika Okay. im Moment und schon der Podcast gelauscht den ich gerne lauscht am Jason Bateman ich Smartless wo sie immer wirklich all Hollywood Star einkehr für Mikro hun an du sie über das Thema geschwar das Mensch seht die Schauspieler die sind guten so eitel geht ihm nicht ausgesehen die will ja jung bleiben sie machen aus können für Gesichtsverändern
Da guck mal all so Film raus können Kommentare sie nimmer guck wie den ausgeseit und den hat aber all gehen wie gesagt aber schlimm stimmt. aus aber wennst du nimme so Kommentare über dich selber gesagt was du bei gezwungen ab es zu machen das ist ganz schwer für da einfach von der Schüler Karl natürlich wat für mich zum Beispiel Laura, wisse ich sind da innerrich an heinst du wis der gesinnische Film wo irgendwie ein 50-jähriger ist die huet Mann falle wie ich und dann also natürlich komme ich dann auch automatisch an den Dinge wo ich mal so denken ja, okay merkt man hat so gesagt und so. Genau wisst du und das ist aber krass weil der das einfach eine Realität ja das ist Realität ja ich verstehe natürlich du sagst dich permanent du ja das mega schwer genau so dass der Fenster die soll Alteren mit der Bemo dann krit eng einer Person troll bist Mann alle ausgehen dann denkst du ich will ja auch die Rolle das leider ziemlich negatives das raps wo all Mönsch das Mönsche gött mal zu kämpfen hue und das fir kein mengsch einfach schmengt das gött den net cool find einfach mal zu alteren und wie es mal der Zeit vergeht du mega Problem was bei Schauspieler du keine andere den mé krass direkt konfrontiert das mit dem dort Phänomen aber wo du den direkte Verglach ist die ganze Zeit dafür das ein sauer Watterpölwitz schläge guck mal wie du in Zukunft an gehen apropos Zukunft wer steht da für Julie Kiefer demnächst wahrscheinlich next Jahr wird ein Polyserie gedreht gehen am Moment Deutsch Lützeburg Co-Produktion voilà, wo ich ein groß Rolle werde spiele wo ich mich ganz freuen wo ich mega gespannt bin stift natürlich noch nicht zu viel verroden schon aber schon ein bisschen abs dürfe lesen an das geht das gut ja also, gespannt wollte mir gefallen wir drücken da ganz fest Daumen wir können Kamera werden zu sehen was als nächstes merci vielmals und war ganz flott mit dich zu schwatzen ja ein größer das Lunch kommen was das Zeit geholt ist vielmals merci für toll